Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer. Wir sind auf der Suche nach dem Eispalast von der lieben Elsa, den sie da irgendwo da oben auf dem Berg errichtet hat. Und wir sind, glaube ich, auf dem besten Weg dazu, sie zu finden. Ich würde mal sagen, wir machen uns da einfach mal weiter auf den Weg und schauen nach, was uns so erwartet. Also ich bin schon ganz gespannt, muss ich sagen, ziemlich gespannt, was jetzt da kommt. Muss ich da jetzt runterhüpfeln? Nein, runter muss ich eigentlich nicht, ich sollte mehr rauf. Da hinten haben wir einen kleinen Durchgang, dann nehmen wir uns doch den mal. Okay, das sieht ziemlich nach einem Szenario aus. Daten werden gespeichert. Ja, juppie. Der ewige Ladebildschirm. You kind of set off an eternal winter? Everywhere. Everywhere? Well, it's okay, you can just unfreeze it. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you can. Anna and the others must have gone inside. Oh? Are you hurt? No, I'm fine. But I think something terrible must have happened. I hope our friends are okay. What? Stop! Put us down! Go away. Heads up! Oh! Watch out for my butt! Whoa. Hey, it is not nice to throw Whoa, people! whoa, 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 feisty pants. Let me Okay, go. relax. Just calm down. Calm down. Okay, all Just right. let I'm the okay. snowman be. I'm calm. Huh? Oh, come on. Oh, see? Now you made him mad. I'll distract him! You guys go! No, not you guys! This has got a whole lot harder. We can buy you some time! Wait for me! Huh? Where's Goofy? Hey, Sora! I got an idea! Guilty, what are you doing? Oh, that's perfect! How? Get ready! Okay, now! Oh, oh yeah! He's not dead. Bring it, Snowball! Besiege das Schneemonster. Okay, das sollte eigentlich gut machbar sein, da der Elsa ihre Helferfigur... Okay, das ist ein Arschplanscher ohne Wasser. Hey, Dude, du machst das nicht richtig.
So, ich versuche jetzt gerade mal kurz auf der Ferne zu bleiben. Mich wundert, was du alles für Fähigkeiten kannst einsetzen. Ich versuche da mal mit Feuer einen guten Anfangsschaden zu machen. Aber du machst ziemlich guten Schaden. Ich muss da wirklich schauen, dass du eher auf der Ferne bleibst von mir. Setzen wir gerade mal noch Feuer noch mal hinten an. Wir haben direkt 2 Balken schon mal abziehen können mit unserem Feuer. Das finde ich schon ziemlich gut. Jetzt versucht er da wieder seinen Arschplanscher. Müssen wir schauen, dass wir ausweichen können. Ich persönlich versuche jetzt wirklich eher mal schnell auf der Ferne bleiben. Es dunkelt mich, sobald ich in die Nähe gehe, dass das nicht so gut kommt. Mit uns zweien. So, ich glaube, ich heize jetzt mein komplettes Mana-Gear einfach mal noch kurz rein. So, ich kann mir die Bäume da nicht irgendwie nochmal in das Gesicht heizen. Nein, da kommt nochmal ein Arschplanscher von unserem Schneemonster. Es tut mir leid, ich weiss, es kommt jetzt gerade vielleicht ein bisschen komisch über, dass ich jetzt halt so auf die Ferne gehe. Aber ganz ehrlich, ist mir lieber anstatt sterben. So, und da haben wir unseren Baumplatscher. Und heizen wir ihm den doch gerade nochmal in sein Gesicht. In your face! So, der ist noch gerade rumliegen. Jetzt ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um kurz im Nahkampf zu wechseln. Wir haben fast die Hälfte vom Leben schon erledigt. Wir haben da gerade nochmal einen Feuer zu mir ansetzen. Ui, der Gegenangriff gerade. Okay, gerade wieder in die Ferne gehen. Sobald wir in die Nähe kommen, kommt das nicht gut. Du hast jetzt irgendeine Rüstung erhalten. Okay, jetzt wird es langsam, glaub's, gefährlicher. Mein Mana ist momentan nicht wieder hergestellt. Das heisst für mich, ich versuche nochmal wirklich aus der Ferne. Es ist allgemein, du dunkelst mich recht gefährlich in der Nähe mit deiner Krallen, die du die ganze Zeit vor dich anschlägst. Wir haben den Illusionsstab, was auch ziemlich nützlich kann sein. Ja, wie ich mir gedacht habe, sobald du uns einmal in die Finger bekommst, ist es vorbei. Oh, und weg. Illusionsstab einsetzen. Versuchen wir mit unseren Illusionen, die von der Ferne ein bisschen Damage einzuheizen. So, die Rüstung haben wir wieder down von ihm, das ist sehr gut. Das heisst, für mich ist es auch weniger mal ein bisschen weniger riskant, gegen dich zu kämpfen. So, sein Arschplansch, wieder mit solchen Illusionen funktioniert das eigentlich ziemlich gut, so kann ich auch gut ausweichen. Wir müssen leider schon das Finale einsetzen von unserem Illusionsstab, aber wir haben schon mehr als die Hälfte vom Leben abgezogen und bis jetzt sieht das schon ziemlich gut aus. Und ich glaube, mit der Strategie, dass ich einfach wegbleibe von ihm, bin ich fast schon am besten dran. Jetzt heizen wir einfach gerade nochmal so viel Feuer rein, wie wir nur mögen. Das zieht ihm nämlich easy gut Schaden ab. Da gerade nochmal einmal hinten an, dann macht er nochmal einen Arschplanscher, aber er ist ziemlich gut beschäftigt mit unserem Donald und dem Goofy. Da kommt schon plötzlich wieder. Wir haben den Donald mit hier. Setzen ihn doch gerne mal ein, der macht ziemlich guten Schaden. Und ich glaube allgemein, Feuer macht ihm mehr Schaden, habe ich allgemein das Gefühl. Ich glaube, ich habe das auch vorher mal gelesen. Im Menü. So. Es sieht ziemlich gut aus. 2 Balken hast du noch Führung. Wir haben gerade keinen Mana zur Verfügung. Aber in Nahkampf getraue ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Du hast wieder deine Rüstung angezogen. Dann ist es für mich am besten, wenn ich es versuche mit dem Fokus runterzuhauen. Okay, mehr als die Hälfte der Rüstung hätte ich das gekostet, aber das sieht ziemlich aggressiv aus für mich. Ich glaube wirklich, da setzt nochmal einen Arschplanscher rein. Ich glaube, das Beste ist wirklich, wir lassen den Donald und den Goofy so die Tankbasis übernehmen und wir versuchen weiterhin im Fernkampf zu bleiben, besonders solange die Rüstung aktiv hat. Gegen das komische Schneeungeheuer. Das MP ist fast wieder voll. Donald und Goofy, die stehen dort einfach blöd rum. Wieso setzt du easy, Donald? Ja, Feuer, genau richtig. So, unser MP ist wieder aufgefüllt. Ich würde sagen, wir versuchen wieder aus der Ferne mit dem Feuer schnell seine Rüstung runterzuheizen. Weil die macht mir ehrlich gesagt gerade am meisten Angst, weil er tut ja nonstop vor sich herhauen und das macht halt, glaube ich, schon einen ziemlich gröberen Schaden. Besonders da ich ja auf Profi spiele, muss ich mir halt ein bisschen mehr Zeit nehmen für einen Bosskampf. Ich habe keine Lust zu sterben, ich will nicht sterben. So, Baupeitschen ist wieder parat. Wir sind bis im letzten Lebensbalken. In your face, mein Junge, in your face. Da liegt er wieder Knockout um. Er hat, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel Leben. Jetzt lohnt es sich mal, wieder in Nahkampf überzuwechseln. Jetzt wird er mich da wählen. Noch ein Hieb, oh mein Gott. Ich setze unsere Illusion stabil. Entweder macht der Donald den Goofy oder ich den letzten Hieb. Besonders wenn er seinen Arschplanzer einsetzt, bringt das eigentlich nicht so viel. Und wir haben Eiser erhalten und wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich bin flutschnass. Ich bin völlig perplex. Der Kampf ist einfach so gerade überfordernd auf eine gewisse Art und Weise gewesen. Oh Mann, oh Mann. Ich war auch völlig nicht vorbereitet darauf gewesen, jetzt ehrlich gesagt, gegen einen Boss zu kämpfen. Also, es ist
schon eine kleine Herausforderung gerade gewesen, aber wir haben es, glaube ich, sehr gut gemeistert. Bitte nicht wieder den Berg durch, aber wir haben schon zweimal rauf müssen. Good thing snow's so soft. We could do this 100 times. No, let's not. You sure you don't want to go again? No, thank you! Do you think everybody else made it? I don't think the snow monster got him. Dad probably went back to the palace. Makes sense. For us, too. We still need to talk to Elsa. Second time's the charm. Yeah, back to the Ice Palace. Wolltest du mich eigentlich gerade verarschen? Statt Elsa einen weiteren Besuch ab. Wir befinden uns wieder am Arsch vom Berg und dürfen uns jetzt zum 3., 4., 5. Mal... Nein, also wenn ich mich jetzt gerade täusche, sollte es das 3. Mal sein, wo wir uns jetzt auf den Berg drauf dürfen machen. Aber was ich sicher mal mache, wenn wir schon einen Speicherpunkt zur Verfügung haben, ist... Oh Mann, hey, wieso funktioniert das? Wenn eine Illusionsstadt parat ist, kann ich einfach nicht richtig auf den Speicherpunkt zugreifen. Dann setzen wir halt schnell das Finale ein, damit du mir auch nicht mehr gegen den Sack gehst. So, dann speichern wir mal ganz kurz ab. Nehmen wir einfach das Nummer 3. So, über 16 Stunden Spielzeit schon, oh mein Gott. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir begeben uns in dem Fall mal ganz langsam wieder auf den Weg rauf zum Eispalast zum 3. Mal. Und schauen uns das mal an, das da vorne sieht auch eher aus, wie dass ein kleiner Kampf wird stattfinden. Ein paar Herzlose werden auftauchen. Schauen wir uns das mal an. Nein, komplett leer. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte gedacht, es kommt gerade eine kleine Gruppe Lülis zum Verklopfen. Aber dann lassen wir das mal so stehen. Da gehen wir ab und da wartet sie ja schon von uns. Kein Wunsch. Okay, das sind ein paar kleinere Herzlose, die sollten wir eigentlich in 0, nichts auseinandernehmen, ohne dass ich versuche, den Berg da oben runterzugehen. Und das sieht schwieriger aus, als es ist. Oh mein Gott. So, was haben wir denn da zur Verfügung? Nehmen wir mal ein bisschen Blitz. 2, 3 Mal und dann sollten wir auch ohne Problem Down bekommen. Jawohl, hat doch super funktioniert, einwandfrei. Da haben wir schon den nächsten Weg, wo wir drauf müssten gehen, sonst sehe ich da eigentlich nichts. Weder ein Kisteli noch irgendein Glückssymbol. Machen wir uns wieder auf den Weg zu der lieben Elsa in Schneepalast. Das sieht aus wie ein Glücksemblem. Seht da irgendjemand von euch gerade momentan ein Glücksemblem? Ich persönlich gerade nicht wirklich. Weder an der Wand noch sonst irgendwo in die Richtung. Okay, das heisst für mich eigentlich, ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg weiter und das Glücksemblem ignoriere ich jetzt mal kurzzeitig. Ist es jetzt das Ziel, dass ich jetzt dort überhopsen? Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher, ob das würde funktionieren. Das ist schon ein ziemlich... Ah, dort ist das Glückssymbol! Oh mein Gott! Blindheit schützt nicht vor Aufgaben erfüllen. Jetzt muss ich da mal schon schauen. Genau, jetzt kann ich da zoomen. Kann ich... Ja, aber ich sehe das Glücksemblem. Es nimmt es mir aber irgendwie nicht in meiner Kamera auf, gerade momentan. So, warte, ich starte jetzt mit der Kamera nochmal neu. Jawohl, jetzt hat es funktioniert. Dann nehmen wir doch das liebend gerne an. Das liebe Glückssymbol haben wir es doch noch gefunden. Ich versuche mich jetzt einmal irgendwie auf den Weg da über... Ui! Nein, come on, come on! Wow! Geschafft, geschafft! Okay, ich bin mir auch ziemlich unsicher, ob wir überhaupt da rauf hätten müssen. Aber für ein Kisteli lohnt sich eigentlich jeder Weg. Einen Machtring haben wir erhalten. Jetzt müssen wir sowieso schauen, dass ich später mal mich nochmal neu ausrüsten und neu ausstatten, dass wir dann besser gegen die Böse ankommen, also dass ich beim Endboss dann auch nicht komplett versagen. Aber jetzt ist eher die Frage, da oben geht ja kein Weg eigentlich weiter, da ist nur so ein Zwischengas, was für mich heisst, ich bin eigentlich völlig falsch unterwegs da. Okay, es sieht eher aus, als müssten wir die Hinterwand da aufnehmen, aber das stimmt, wie es aussieht, auch nicht. Müssen wir jetzt wirklich nochmal abwärts? Sehe ich das richtig? Es sieht ganz danach aus, als müssten wir eigentlich nochmal abwärts gehen, aber ich finde das ja ziemlich lustig, wenn wir aufwärts müssten. Schade jetzt eigentlich, dass ich im Großen und Ganzen, glaube ich, die Karte statt Elsa einen weiteren Besuch habe. Jawohl, eben einen weiteren Besuch hast du komplett richtig gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh mein Gott, tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich habe
etwas einstellen in den Einstellungen, das mich genervt hat. Da sind wir auch schon wieder im Kampf gegen die kleinen Herzlosen und niemanden Verein sogar. Das sind ja 2 verschiedene Sorten von Herzlosen. Ich sehe mich gerade momentan irgendwie selber nicht mehr. Was sich halt immer lohnt, Gegner auf dem Weg zerstören. Wir haben auch einen Goofy-Bomber. Der sollte gegen die kleinen Herzlosen eigentlich gut anhauen. Ja, es hilft ja immer eigentlich, alle Gegner unterwegs zerstören, dass man auch wirklich gut mitleveln. Man könnte auch sehr viele Gegner ignorieren und auslassen. Aber das finde ich dumm. Weil dann müssen wir im späteren Verlauf vom Game das alles wieder nachholen. Sonst schaffen wir uns einfach den kompletten Endboss von Kingdom Hearts 3 nicht. Weil der auch schon eine ziemlich gute Herausforderung darstellt, muss ich sagen. Ja, nehmt das. Eigentlich hätte ich auch auf den Schneeböller drauf gehen und die alle überrollen, merke ich gerade. Aber wie es aussieht, bin ich in dem Moment einfach ein bisschen zu dumm für das. Wieso prallst du die ganze Zeit ab? Hey, jetzt hauen wir doch einfach eins auf den Latz. Uiuiui, ihr habt gerade noch den anderen letzten zerstört. Das heisst für mich, ich versuche mal mit dem Böllen den letzten auch noch da zu killen. Oder auch nicht. Rollen wir einfach mal an dem vorbei. Ich glaube, der Donald und der Goofy sollten den eigentlich gut anbekommen. So, wo befinden wir uns jetzt? Da haben wir noch ein paar Kisten für Taler. Vielleicht hat sich auch noch ein paar Materialien drin befunden. Dort oben sehe ich noch eine Kiste. Das bedeutet für mich aber, dass da wieder eine Horde herzloser niemand da wird auftauchen. Sogar mit einem Szenario. Okay. Hey, that's Elsa. But who's that guy? It could be somebody from Arendelle who came up here to help her. Don't think so. That doesn't look like help to me. Oh no! Darkness? Let's move! Folgermann, der Elsa davongetragen hat. Also es bedeutet für mich, ich muss über den Berg drauf. Aber es ist ziemlich schreckhaft, dass die Elsa entführt worden ist von einem wildfremden Mann. Aber jetzt ist eher die Frage, wie komme ich da rauf zu dem Kisteli? Muss ich da irgendwo anders rauf? Das Einzige, was ich noch weiß... Gut, was ich eigentlich jetzt mit euch ganz kurz machen kann. Wir könnten eigentlich durch die Ausrüstung durch und nochmal ganz kurz nachschauen, weil ich habe ja auch wieder einen Slot mehr. Jetzt schaue ich gerade mal kurz nach, was wir so für Ring bekommen haben. Wir haben den Machtring bekommen mit Magie 4, voll MP-Salve und 6 FP. Das ist schon ziemlich gut. Und eine Lachplakette. Rötenangriff spürbar, die Magie ein wenig. Ist weniger etwas für uns. Ich würde sagen, der Machtring, der sagt mir gerade schon ziemlich zu, wenn ich das sagen darf. Außer die Waldbrosche, die ist auch noch ziemlich gut. Aber ich würde sagen, ich gönne mir ganz ehrlich gesagt, ich gönne mir den Machtring für den lieben Sora. Jetzt schauen wir gerade mal, ihr habt da schon komplett ausgerüstet. Dann lassen wir das einmal so stehen. Fertigkeiten weiss ich nämlich, haben wir da einen Trio-Stunde Bodenbrecher. Ich schaue jetzt gerade einmal alles durch mit euch. Ich wollte jetzt einfach ganz kurz den suchen. Unseren Doppelsprung, drücken in der Luftkreis, um einen zweiten Sprung auszuführen. Den rüsten wir doch gerade mal auf. Dann haben wir da noch Luftgerätsche. Neige in der Luft L und drücke Dreieck, um die gewünschte Richtung zu prätschen und Angriffe auszuweichen. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden, um den Effekt zu steigern. Luftgerätsche, tun wir doch das gerade mal auch einfügen, wenn wir schon Platz haben durch unsere FP. Dann haben wir noch den Bodenbrecher. Drücke Kreis, während du einen Combo ausführst, um Gegner zu Boden zu schleudern. Oder Trio-Ansturm. Überdrücke die Entfernung zum Gegner und greife ihn anschliessend an. Wir können uns leisten, gerade beide auszurüsten. Dann haben wir noch riskante Schlenker. Drücke Kreis direkt nachdem ein Gegner deine Verteidigung durchbrochen hat und diverse Ausweichsmanöver auszuführen. Drücke das Manövers X, um zurückzuschlagen. Oh, jetzt habe ich wieder den falschen Knopf gedrückt. Hey. So. Ich würde sagen, so sind wir schon ziemlich gut ausgerüstet. Du hast zu wenig FP parat, um dir noch etwas auszufüllen. Und du hast Hyperheilung bekommen. Sei schneller wie kampfbereit und regeneriere mehr LP, nachdem du kampffähig warst. Die Fähigkeit kann aufgestapelt werden, um deine Fähigkeit zu steigern. Okay, das heisst, sobald er einmal Knockout auf dem Boden rumliegt, kann er dann ziemlich schnell wieder aufstehen, was für uns im Allgemeinen auch ein Vorteil kann sein. Und mit unserem Doppelsprung sollten wir es eigentlich in meinen Augen gut anbekommen, da raufzukommen. Wieso willst du mir das Kisteli nicht geben? Tu mir das nicht an. Es würde mir mein Herz zerbrechen, dich da liegen zu lassen. Vielleicht muss ich auch schauen, dass ich irgendwo einen anderen Weg drauf finde. Vielleicht weiter vorne. Da wartet auch gerade noch eine Gruppe Herzlosen mit den Nannies. Ich würde sagen, ich packe mir gerade mal die lieben Nannies raus. Sonst nerven die mich die ganze Zeit mit ihrem Laser beschiessen. So, die prügel ich von mir aus durch die ganze Welt da. Das ist mir so egal, bis du weißt, wer der Chef im Haus ist. So. Da haben wir da gerade die nächste Nanny, die ich will, oder sollte ins Visier nehmen. So, la.
So, ich glaube, da fehlen 1, 2 Hiebe. Jawohl, die haben wir gut erledigt. Jetzt haben wir da noch ein paar Fledermäusli. Könnte ich eigentlich auch wieder anfangen versuchen. Schauen, dass ich mehr Magie einsetze. So. Der weicht noch ziemlich gut aus da. Aber verwünscht haben wir dich doch noch. So, dann setzen wir doch mal gerade so ein. Die Illusionsstab lade ich jetzt mal kurzzeitig beiseite. Ich finde es gerade momentan ein bisschen blöd. Mit unseren Illusionen zu kämpfen allgemein. Keine Ahnung, ich bin halt wirklich eher der Nahkämpfer. Ich merke es im Nachhinein immer, dass ich halt doch mehr Freude habe, anstatt Magie zu setzen, in Nahkampf reinzuwandern. Ich muss einfach versuchen, das irgendwie zu verschmelzen, dass ich ein bisschen mehr Magie verwende und trotzdem auch noch Nahkampftechniken. So, dann gehen wir doch da gerade nochmal auf Blitz über, dass wir euch da nochmal können gut Schaden hineinheizen. Ich muss sagen, wenn ich es versuche, so ihre Teetassen setzen wir gerade mal ein. Mit denen haben wir euch blitzschnell von der Bildfläche gefegt. So. Einfach schauen, dass es uns nicht schlecht wird beim ganzen Herumdrehen. Aber das sollte ziemlich gut klappen. Jetzt haben wir da, glaube ich, noch 3 einzelne Herzlose. Ich glaube, ich setze da gerade mal noch das Finale ein. Dann sollten wir auch die letzten 2 noch komplett weggefegt haben. Sieht jetzt ganz danach aus. Nice Sache. Da haben wir noch eine kleine Fledermaus. Da brauche ich doch nur 1, 2, 3 Hits. Und weg mit dir. So. Da vorne gesetzt. Aber ich komme jetzt immer noch nicht rauf wegen der Kisteli. Ich wollte unbedingt das Kisteli fangen. Nein, es tut das direkt ins nächste Szenario. Nur wenn ich versuche, mein Kisteli. Oh Mann, oh Mann. Him again? Hey! You better not have hurt our friends! Huh? What? Hey! Wait up! Are you looking for Elsa too? Whoa! Easy! Do you want to save her from the bad guy? We're on the same side. Elsa. I guess all he ever wanted to do was keep Elsa safe. Hey, we should team up, big guy. Team up! Come on, we want to help her too. Why not? So, what do you say? Sora! One great thing about Sora, he can always make friends with anybody. Yippee! Donald, Goofy, come on. Huh? Wait for us! Okay, zuerst unser Feind, jetzt unser Freund. Das liebe Schneemonster begleitet uns jetzt zum Telsa retten. Also ich sage ehrlich gesagt nicht nein, mit so einer starken Kreatur dürfen umeinander zu reisen. Da unten sehe ich auch noch einen Speicherpunkt, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Dann. Euer Herzlos ignoriere ich jetzt ganz kurz, ehrlich gesagt, weil unser Schneemonster würde uns sowieso komplett auseinandernehmen. Mir geht es jetzt um etwas völlig anderes. Und zwar müssten wir, glaube ich, jetzt dafür um die Kurve gehen. So, meine lieben Freunde, schließt euch bitte einfach ganz kurz mir an. Wir sind gerade im Gebirgsläufer. Okay, da haben wir wieder unsere komischen Manöckel. Wow, wie machen die das mit dir? Schneemonster, nehmen sie auseinander. Was ist los? So, dann kämpfen wir in dem Fall noch als letztes gegen die. Es hilft uns halt auch, XP zu bekommen und weitere Materialien, wie ich schon erwähnt habe. Jeder Kampf lohnt sich im Großen und Ganzen eigentlich. Aber ich habe jetzt einmal zu faul sein, zum eine Gruppe auszulassen. Why not, why not? Der liebe Goofy hat Stufe 30 erreicht. So, wir haben 4 Stück noch von denen. Unser Monster liegt schon knockout am Boden. Also ich muss sagen, wir haben es vorher schon ziemlich ein bisschen schwerer gehabt gegen euch. Jetzt ist eher die Frage, ich habe keine Mana mehr, die Illusionsstab wäre parat. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es wäre eigentlich dumm jetzt da. Wir haben Raketentanz, setzen wir gerade mal ein. Ich habe keine Lust, gegen euch zu sterben, wenn ich es schon beim Schneemonster gemacht habe. Aber mich wundert es, wenn ihr es schafft, dass das Schneemonster die ganze Zeit so viel Schaden bekommt. Ich meine, ich habe vorher so Mühe gehabt. Jetzt bin ich doch wunderschön ausgewichen. Oh Mann.
Dann heilen wir uns ganz kurz und versuchen uns nochmal im Nahkampf. Es sind ja eh nur noch 2 Stück, die auch nicht mehr allzu viel Leben haben. So. Nice Sache. Der Goofy hat auch Stufe 30 gereicht mit Magie gestiegen. Und wir machen da gerade mal noch Kistchen kaputt. So einen Kabeljau. Oh mein Gott, der Zungenbrecher die ganze Zeit hier in dem Spiel. So. Da hinten befindet sich auch schon ein Mogri-Laden und ein Speicherpunkt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine kleine Runde Kingdom Hearts 3 mit eurem Schweizer und wir sehen, was mit der lieben Elsa passiert ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten und tschüss!